Er ist ein Kunstwerk, ein technisches Wunder und eine mechanische Ikone. Wir bauen nur ein Auto und das alle 10 Jahre. Jetzt ist die berühmteste Marke Frankreichs zurück. Eine 2,4 Millionen Euro teure, 1500 PS starke Maschine namens Chiron. Wenn wir sagen, dass wir einen Wagen bauen, der bis zu 400 km/h schnell ist, dann müssen wir die Erwartungen auch erfüllen. Nachdem ein Jahrzehnt am Design und der Technik gefeilt wurde, wird es Zeit für ein neues Modell. Das hier ist der Prototyp. Doch bevor das Auto vorgestellt werden kann, muss die 400 Stundenkilometer-Grenze geknackt werden. Da kommt er. Jeder Tag zählt. Es dürfen keine Fehler passieren. Das ist ein exklusiver Einblick in die finale Phase der Produktion des nächsten Bugattis. Willkommen in Molsheim, Frankreich. Eine geschichtsträchtige Region und das langjährige Zuhause von Bugatti Automobiles. Das hier ist unser Atelier. Hier wurde bisher nur der Veyron produziert. Gerade wird es für den neuen Wagen, den Chiron, umgebaut. Das hier ist eine der ungewöhnlichsten Autofabriken der Welt. Alles wird per Hand gefertigt und das normalerweise ohne Zeitdruck. Doch heute ist er spürbar. In nur 6 Monaten beginnt die Produktion des neuen Supercars. Wir haben nicht viel Zeit, darum gehen wir schon in die nächste Phase. Es werden nur 500 Autos gebaut und davon wird jedes Basismodell 2,4 Millionen Euro kosten. 2 Faktoren zeichnen den Chiron aus. Der 1500 PS starke Motor und das Ziel, die Höchstgeschwindigkeit seines Vorgängers auf der Rennstrecke zu toppen. Momentan halten wir unter den Supersportwagen den Weltrekord mit 431 km/h. Der neue Chiron soll deutlich schneller sein. Ein ambitioniertes Ziel. Doch bevor der Rekord gebrochen werden kann, muss das Auto vollständig entwickelt werden. In dieser Entwicklungsphase müssen wir die Erfahrungen mit dem Prototyp auf das Serienmodell umlegen. Jetzt stehen die finalen Tests an. Es muss sichergestellt sein, dass alles am Chiron funktioniert. Es gibt nur wenige Faktoren an diesem Fahrzeug, die normal sind. Kein anderes Auto hat die Physik so ausgereizt, um seinen Vorgänger übertrumpfen zu können. Man stößt im Entwicklungsprozess immer an Grenzen, aber diese können überwunden werden. 2005 bringt Bugatti den Veyron auf den Markt. So einen Wagen hat man in der Automobilwelt bisher noch nie gesehen. Wer einen Veyron besitzt, glaubt zu Recht, dass sein Wagen unschlagbar ist. 10 Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Die Konkurrenz ist Bugatti dicht auf den Fersen und die Marke braucht ein neues Pferd im Stall, um neue Rekorde aufzustellen. Kurz gesagt hatten wir eine Vorgabe. Macht alles noch viel besser, als es vorher war. Mit Projektbeginn ist das Ziel klar. Der Weg dorthin noch nicht. Dieses Projekt hat schon zu Beginn die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten ausgereizt. Hätten wir von Anfang an alle Probleme lösen können, wäre es einfach gewesen.
Das Team befasst sich als erstes mit dem Herzstück des Projekts. Um erneut eine Bestzeit zu setzen, muss ein neuer Motor her. Es wurde viel spekuliert, ob wir ein Elektroauto bauen oder ein Hybridfahrzeug. Oder vielleicht wieder ein Supercar mit Verbrennungsmotor. Die Techniker sind sich sicher, dass ein aufgemotzter Veyron W16-Motor die richtige Wahl ist. Die größte Herausforderung war die Steigerung der PS.